Hallo miteinander und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Planet Coaster auf PlayWCA Schweizerdeutsch. Jawohl, Schweizerdeutsch ist unsere Sprache. Und wir sind ja da an unserem schönen grossen Freizeitpark, am Bauen, ja, der Freizeitpark. Und in der letzten Folge haben wir da unser Eingangsgebäude vom Basilisk, von der sogenannten White Snake Achterbahn am Bauen gewesen. Und jetzt würde ich mich gerne wieder mal probieren an einem schönen Schild mit Custom Schrift. Und zwar nennen wir sie ja Snake. Also sind das 5 Buchstaben. Müsste ich jetzt eigentlich auf die Fläche bringen. Jetzt tun wir aber zuerst einmal noch schnell da von dieser Fläche die Farbe anpassen. Und zwar würde ich sagen, machen wir sie so als brünlich. Und nachher die Schrift. Ja, so sieht eigentlich nicht schlecht aus. Jetzt, ups. Die Schrift müssen wir jetzt nachher eigentlich dann irgendwie ein bisschen kleiner machen. Letztes Mal hatte ich doch viel kleineres Teil gehabt. Genau das, da ist es auch. Sonst haben wir da eben nie jetzt mehr so ein kurzes. Ja. Auf jeden Fall. So. So. Es schaut jetzt natürlich nachher hinten ein bisschen raus, das ist jetzt halt einfach so. Da können wir jetzt nichts ändern dran. Und zwar ist jetzt die Frage, also jetzt machen wir da mal so ein S. So. Farbe müssen wir noch ändern. Der Rot sieht scheiße aus. Ja, machen wir es schwarz. Das ist echt easy. Ja, sonst können wir es dann immer noch ändern, wird dann halt einfach mühsam. Oder wir machen es wirklich so abstrakt. So. Ja. Aber ich glaube, das war nicht das Teil, das ich das letzte Mal hatte. Genau. Ja, das sieht doof aus. Also, S. Nehmen wir das. N. Jetzt müssen wir schnell schauen, wir machen das leicht schräg. Jetzt so ein kleines N.
Ja, jetzt müssen wir da natürlich den Snap wieder rausnehmen. So. Ja, dann. Oh, das wird tricky shit, oder? So, wenn wir da noch ein K haben, oder? Ein K. Wäre das am besten? Ja gut, das ist ein bisschen eine Toy-Schrift, wenn ich das so sagen darf. Ja, no. Ja. Das wäre eh schon wieder mal riesig. Beim Diver hatte ich irgendwie einen besseren Klump, einen besseren Klotz gehabt. Keine Ahnung, was ich da anders mache. So. Auf jeden Fall haben wir so mal den Snake mal angeschrieben, oder? Aber jetzt bin ich gerade am Studieren. Wir könnten sicher da noch ein bisschen mehr rausholen, indem wir jetzt zum Beispiel da die Schrift doppelt machen. So. Dann machen wir sie da auch noch doppelt. Da noch. Und da machen wir sie auch noch.
So. Ja, jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus, oder? Ja. Können wir so geben, würde ich sagen. Wenn wir da noch ein Schild machen. Ein Holzschild. Das ist, glaube ich, gross. Ja. Da White Snake draus, oder? Oha, Hellion Ring. Habe ich Stuff? Jawohl. Wir die mal noch schnell ausbilden, da die Bürsten, oder? So, oder? Also wir haben sie jetzt zumindest mal ein bisschen angeschrieben. He? Machen wir da noch ein paar schöne Gebüsche vorne an. So. Dann da noch ein paar Blümchen drin pflanzen. Innen sieht das natürlich ein bisschen komisch aus, oder? Ein bisschen komisch. Ich glaube, vorher sieht es nicht viel besser aus, wenn wir ehrlich sind. Aber das kommt schon. Das kommt schon gut. Ich bin da zuversichtlich, dass da meine Zuschauer da das Auge zudrücken. So. Allgemein können wir jetzt hier eigentlich noch ein bisschen Gebüsch und Büsch. Und Bäume sind Schäumli, oder? Können wir da noch ein bisschen verteilen. Damit wir da auch mal noch ein bisschen Grün haben in dieser ganzen Wüstenregion da. Aber klar, es ist natürlich Wüste, das ist logisch. Aber auch in der Wüste gibt es immer wieder Oasen oder so. Und von dem her kann man da ruhig auch ein bisschen Grünzeug verbauen. Lockert dann auch ein bisschen den Boden auf, die Stimmung und das Ganze. Und es sieht einfach schon viel anmächeliger aus, oder? Wenn wir ehrlich sind. Und darum dürfen natürlich Büsche überhaupt nicht fehlen. Büsche und Blumen, sehr wichtig. Englisch Foliage. Ja, Foliage ist wichtig. Da haben wir auch noch ein bisschen Pflanzen von denen. Die gefallen mir eigentlich extrem gut, die Büsche da, die komischen gelben Dinger. Hey du, da stehen Leute da, du. Ich da mit den Preisen ein bisschen auf, oder? Aber gut, wir spielen ja Sandbox, da kommt das nicht so drauf an. Da brauchen wir ja keinen Profit zu machen. Von dem her voll okay, wenn da so viele Leute anstehen. Ist sogar super, wenn wir ehrlich sind. Da läuft ein bisschen etwas in dem Park. Momentan haben wir ja gerade mal nicht einmal knapp 1000 Gäste haben wir drin. Knapp 900 Gäste haben wir momentan im Park. Gut, wir haben ja auch noch nicht so viele Bahnen gebaut, wenn wir ehrlich sind. Fehlt natürlich schon noch einiges. Aber kommt alles mit der Zeit.
Säb, ist natürlich klar. So, als nächstes, was wollen wir dann als nächstes bauen? Wir können jetzt schon mal Gedanken machen, was wir als nächstes bauen wollen. Also ich hätte zum Beispiel noch gedacht, ich hätte da gerade anschliessend, würde ich gerne so ein bisschen einen Themenride machen, so ein bisschen eine Themenfahrt. Nicht ein Dark Ride, also im Dunkeln, irgendwie in einem Gebäude oder im Boden innen, nein, sondern draussen, und das Ganze wird dann wirklich auch schön verpackt, so durch Felsen, Canyons und so. Und natürlich auch dort dann wieder mit Gebüsch und Bäumen und allenfalls noch so ein bisschen Wasser, wo es über das Brückli reinfährt und so. Das hätte ich mir eigentlich noch gut vorstellen können. Und zwar würde ich das dann gerade so da in diesem Ecken rein, weil da ist ja dann eigentlich die Map fertig, wie wir sehen. Also würde ich jetzt da nachher die Main Street so da drauf ziehen. Und da ist ja noch die Eisenbahn, die kommt auch noch da drauf. Und dann so ein bisschen da in diesem Bereich würde ich dann den Themen-Ride machen mit Brücken und allem. Und auch noch ein bisschen Wasser. Ja, Wasser werde ich definitiv auch machen. Vielleicht könnten wir sogar da irgendwie anschliessend so einen kleinen See machen, wo dann der noch ein bisschen drüber fährt mit Brücke und so. Und einfach so mal so ein bisschen einen Slow-Ride machen, aber trotzdem, den haben die Leute den sehr gern gehabt bis jetzt eigentlich in all meinen Parks. Gut, im Swiss Valley ist es definitiv ein Dark Ride. Dort habe ich x Stunden verbraten an dem Dark Ride und der ist, wenn man ihn anschaut, qualitativ immer noch nicht, gehört er nicht zu den besten, aber es ist ein Dark Ride und es war mein allererster Dark Ride, den ich ever gebaut habe. Von dem her bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem. So. Wir können da mal noch einen Baum verbauen. Wäre doch noch was? Nein, kein Birke. Was ist denn das? Ein Joshua Tree? Ja, machen wir mal einen Joshua Tree. Da zwischendrin. Die sieht noch sexy aus. Marbulla. Ja, die sind zu fett. Jeder von denen könnten wir da noch 1, 2 verbauen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall da eigentlich so die Eingangsecke und den Eingangsbereich in dem Sinn haben wir eigentlich einmal so ein bisschen abgeschlossen. Und darum ja, würde ich jetzt eigentlich sagen, dass wir nachher da hinten neben den Ride machen. Der Eingang, der ist nach wie vor immer noch ziemlich beschissen. Da müssen wir noch irgendwann machen wir da mal noch irgendein Türli oder ein Türli oder sonst vielleicht lassen wir es auch einfach so, ist doch gleich. Geht ja nicht um den Eingang, aber natürlich wäre es schon noch schön, wenn der auch ein bisschen schöner aussieht. He? Da der Hellion Ring, eigentlich sehr schön geaimt, inklusive außenrum alles. Das sieht soweit eigentlich gut aus. Da hinten unser Mine Train, der ist ja soweit eigentlich auch fertig. Der sieht soweit eigentlich auch okay aus. Da. Die Gebäude müsste ich vielleicht mal noch ein bisschen detaillierter gestalten. Aber ich denke, wir bauen das nächstes da hinten eben den Slow Ride. Oder wir könnten natürlich das auch in so einen River Raft Ding verbauen. Ja, ich würde sagen, das ist die Frage an euch. Wenn ihr lieber River Raft seht, und zwar sieht das so aus, ich mir das sonst gerade mal schnell zeigen. Der River Raft wäre der da, River Rapids, also das ist der, was es im Europapark auch gibt. Oder dann machen wir so einen Powered Track Ride mit den Luna Autos. Und ja, ich würde sagen, entweder der oder der. Da hinten haben wir schön Platz, wenn wir schön gross arbeiten und bauen. Ja, stimmt, der River Rapids wäre eigentlich auch noch ganz spannend hier im Ecke. Mit auf und ab und hin und her und ich denke, da finden wir schon etwas. Ja, das wäre es auch für diese Woche wieder gewesen. Wir haben unter anderem ein super schönes Schild gebastelt. Das sieht ja, okay, wir sind ehrlich, nicht so toll aus. Aber hey, wir haben immerhin mal ein Custom-Schild gemacht. Und ja, hoffe, sind nächste Woche wieder dabei.
dann geht es weiter mit unserem Desert Rock Park und einem neuen Bereich da hinten. Besten Dank fürs Zuschauen und ciao zusammen.